Hallihallo und herzlich willkommen hier zurück bei Sims 4. Wir steigen gerade ein, dort wo wir aufgehört haben, und zwar wird das ein Morgen früh gewesen sein, kurz nach dem Aufstehen von der Familie King. Also Familie King ist sie noch nicht, wie komme ich jetzt da endlich in das Game rein? Ich möchte da gerne weitergamen, hallo? Ja. Ah, jetzt endlich. Nach wie vor, meine Kritik an das ganze Game, das ist die ganze Handhabung. Finde ich viel zu kompliziert, aber wer bin ich schon? Ladebildschirm, was ist denn das schon wieder? Wieso ist jetzt einfach wieder etwas aufgepoppt? Ich habe keine Ahnung. Da sind wir, in der knarrenden Hütte. Im billigsten vom billigsten, aber naja, wir müssen uns langsam daran gewöhnen, dass wir halt nicht den grössten Lebensstil haben oder den besten Lebensstil. Ist aber nicht so schlimm. So, wir sind kurz nach dem Aufstehen, wir haben Samstag. Schauen wir doch mal, also die Frau vom Haus, der geht es glaube ich ganz gut, die ist da schön am Mampfen. Okay, alles klar. Die ist da eine Torte am Essen am Morgen früh, okay, wieso auch nicht, ich meine, ja. Und der Mann vom Haus, der macht, der tut das Spielmodus, genau, weil wir haben ja da den Auftrag von unserem Arbeitgeber. Wir arbeiten auch am Samstag. Das ist sehr interessant. Habe ich erst jetzt gerade gesehen. Ups, ich habe gemeint, wir arbeiten nur Montag bis Freitag, aber ist okay. Dann gehen wir jetzt halt arbeiten, kein Thema. Wir haben ein bisschen Hunger, wir haben ein bisschen... Nein gut, dann gehst du halt arbeiten, dann hast du halt Hunger den ganzen Tag gemacht, aber nichts. Hat er zugenommen? Oh, junger Mann, ich dachte, jetzt nimmst du zu, hä? Ja, nun, so soll es halt sein. So, und mit dieser wunderhübsche Frau da auf seiner Seite habe ich heute so einiges vor. Und zwar will sie ja schon lange mal ins Museum gehen. Genau. Und sie will einen Pool kaufen. Also, ich sage kaufen, ja gut, geht's Name, Mädchen. Wir haben keinen Stutz. Du müsstest vielleicht ein bisschen mehr Bilder zeichnen. Genau, also. Museum gehen. Wie macht man das? Klicke ich da mal drauf? Keine Ahnung. Wahrscheinlich müssen wir dann einfach reisen. Schauen wir mal zuerst, wie es ihr geht. Ja, das sieht doch alles nicht mal ganz so schlecht aus. Du gehst du da mal schnell aufs Töpfli. Und nach dem Töpfli gehen wir dann auch ins Museum. Was hast du da? Eben, das ist der Pool und das da ist ein Witz erzählen. Sie möchte unbedingt jemandem einen Witz erzählen. Ja, da stehen ein paar rum und da dann kannst du einen Witz erzählen. Da kannst du eine neue Freundin angeln. Du musst dich da mal freundlich vorstellen. Hat jetzt sie gerade bla bla gesagt? Hm. Ja, finde ich auch. Absolut. Oh. Jetzt sind sie gerade schnell ruhig geworden. Wo die liebe Drusilla dazu ist. Aber anscheinend verstehen sich's. Ja. Frauenpower. Ja. Verbrennt eure BHs. Nein, mache ich das nicht, bitte. Das ist aufgeladen wegen Sozialkontakt. Das finde ich schon mal sehr positiv. Und jetzt will sie unbedingt einen Witz erzählen. Also machen wir doch das. Ich glaube es unter lustig. Witz über Enten erzählen. Dann erzähl doch mal einen Witz über Enten. Jetzt hat sie aber plötzlich... Ach Gott. Oh, zu viele E-Mails. Der Troll King hat anscheinend nicht gut geschafft oder so. Lesen wir mal schnell. Der Produzent von Troll schickt ihm mehrmals am Tag panische E-Mails.
Es ist schwer, die Arbeit zu erledigen, wenn er ständig keine Notfälle übernehmen muss. Troll kann die E-Mails entweder ignorieren oder eine Lösung suchen, die alle Probleme des Produzenten beseitigt. So, jetzt ist natürlich die Frage, was ist besser? Ich denke, wenn wir jetzt eine globale Lösung für das ganze Problem suchen, könnte das positiv oder negativ sein. Aber so wie wir halt sind, hilfsbereit und so, tun wir natürlich nach einer Lösung suchen. Ist ja klar. Da, was ich befürchtet habe, und zwar, es ist hat sehr lange gedauert und der Troll hat natürlich seine gesamte Arbeit müssen auf die Seite legen. Aber er hat letztendlich doch eine Lösung gefunden. So, jetzt machen wir doch da mal schnell, bevor ich da weitermache, den Hüfttanz. Beim nächsten Teammeeting lobt der Produzent ihn, weil er das Übel bei der Wurzel angepackt hat. Eine kleine Leistungsverbesserung hat es gegeben, das ist sehr gut. Ah, schau auch, jetzt sind es gute, dicke Kolleginnen. Also dann machen wir auch das gerade mal ein bisschen weiter da, das heißt, mal zuerst kennenlernen. Dann, wieso nicht irgendwie etwas Freundliches sagen, zum Beispiel nach dem Tag fragen und dann vielleicht von Interesse schwärmen, dann einen Zuspruch oder was. Lieblingskünstler reden, lustige Geschichten erzählen. Dann fragst du doch mal nach ihrem Tag und dann, was haben wir da noch so? Romantik, freundlich natürlich, also romantisch haben wir nicht gerade werden mit ihr. Du sie doch einladen zum... Oh, what's that? Ah, jetzt kann ich natürlich auswählen, wohin ich gehen will. Und zwar, wie wäre es mit dem Museum? Gehen wir doch zusammen ins Museum, was haltest du davon? So, unter zwei Kunstliebhaberinnen. Ich habe jetzt nicht mal nachgeschaut, was die andere so für Interessen hat. Interessiert mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Das ist ja nicht mein Problem, sondern das von der Drusilla. So, da sind wir schon. Dann gehen wir doch da mal ins Museum. Ja, gehst du mal da hin? Ah ja, easy, die trainiert jetzt einfach mal eins. Kein Problem. So, und jetzt musst du das mal bewundern da. Das ist eine wunderschöne Rüstung aus dem antiken 1980. So haben früher mal die Menschen ausgesehen. Ah, interessant. Oh. So, und jetzt was sie Liegestützen machen. Also, dann soll sie doch da mal Liegestützen machen. Liegestützen machen, machst du mal. Für was auch immer, aber es ist okay. Wenn, wieso auch nicht. So. Haben wir den Punkt auch. Dann will sie was? Jetzt will sie noch joggen gehen. Oh. Komm, du doch eigentlich miteinander unterhalten. Das kann ich Zuspruch geben. Interesse schwärmen. Hüfttanz vorführen. Fesselnde Geschichte erzählen, wieso auch nicht. Das kann immer positiv sein. Dann Hüfttanz, den haben wir glaube ich schon gemacht. Für Interesse schwärmen auch. Das soll jetzt noch ein bisschen tratschen. Und dann vielleicht, keine Ahnung, irgendetwas Freundliches sagen. Hüfttanz vollführen, nochmal, dann halt. Dann freundlich irgendwie. Naja, so viele Sachen haben wir halt noch nicht, weil sie in der Charisma-Stufe noch nicht so hoch ist. Aber das macht eigentlich gar nichts. Sagen wir mal zuerst, was sie also machen. Sie wollen gut joggen. Das machen wir natürlich nicht. Aber Kunst bewundern. Also, soll sie doch mal ein bisschen Kunst bewundern. Ich meine, wir sind hier in einem Museum. Und da soll sie doch ein bisschen Kunst bewundern. Nachdem sie da fertig gelabert haben, die zwei Damen. Jetzt gehen wir da mal in den zweiten Stock. Was hat es da Schönes? Keine Ahnung, kann man da mit dem etwas anfangen? Ich glaube es nicht. Da haben wir ein Schiff und schöne Bilder und Zeug und Sachen. Das interessiert uns alles eigentlich ehrlich gesagt nicht.
So. Jetzt lässt sie einfach wieder da rumstehen, das macht aber gar nichts. Wieso nicht einfach irgendetwas Freundliches sagen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, fragst du nach einem Tag. Nein, du musst sie mal ein bisschen besser kennenlernen mal zuerst. Damit wir auch ein bisschen mehr Informationen über die gute Dame haben. So. Sie ist ein Geek anscheinend, die würde eigentlich gut zum Troll King passen. Jetzt ist die Frage, wo kann ich da Galerie öffnen? Ups. Kann man das abbrechen? Jetzt habe ich da irgendeinen Scheiß gemacht. Wo wir ehrlich gesagt überhaupt nicht sehen. Was auch immer. Das tue ich jetzt mal gekonnt ignorieren. So, die zwei sollen eigentlich miteinander schnurren. Dann schauen wir mal, was da so... Ah, jetzt wird sie endlich einen höheren Level erreichen in der Malerfähigkeit. Das finde ich schon mal sehr gut. Dann geht doch mal wieder heim. Dann tust du halt Energie geladen joggen. Das ist auch in Ordnung, wieso auch nicht. Mal schauen, wie es ihr so geht. Sie hat Hunger, das macht gar nichts. Nachher gehen wir dann auch schön heim. So, jetzt geht es gut joggen. Ciao, ciao. Jetzt ist die Frage, geht sie zuerst heim sich umziehen, weil jetzt ist sie nicht in der Trainingskleidung, oder hat sie die per Zufall dabei, oder wie ist das? Oder joggt sie jetzt einfach mal? Ah, sie hat sie dabei natürlich, ist schon klar gewesen. So, und jetzt ist die Frage, wohin joggt sie? Keine Ahnung, ja, sie joggt einfach ein hin und her, wieso auch nicht. Das macht doch Spass irgendwie, hä? Jetzt ist die Frage, kann ich ihr sagen, sie soll heimgehen? Ich kann sagen, sie soll dort hingehen. Jetzt muss ich sie noch schnell treffen. Okay, dann pausieren wir das Ganze mal ganz kurz. Zurück nach Hause. Den habe ich gesucht. Und dann wird sie sehr wahrscheinlich heute joggen. Nehme ich jetzt mal stark an. Ein neuer Mann kennenlernen ist vielleicht nicht gerade das Gescheitste, wenn wir sie eigentlich mit dem Troll King verkoppeln. Jetzt ist sie heimgekommen. Dann müssen wir unbedingt mit ihr das nächste Level erreichen von der Malerfähigkeit. Mal schauen, ob sie das schafft. Also eigentlich müsste sie es ja. Ich könnte ihr eigentlich noch dazu ein Buch kaufen, da muss sie nicht immer am Malen sein. Aber probieren wir es doch einfach einmal. Also zuerst einmal schauen, was sie so braucht. Sie hat Hunger, dann soll sie doch ein Mittagessen servieren. Zum Mittagessen. Wieso nimmst du einfach nicht schon etwas, was oben ist? Wie zum Beispiel, genau, nimmst du halt selber etwas, eine Torte. Kommt ja nicht so darauf an, Kalorien und so, gell, Mädchen. Feine. Party, yay, Party. Ich hätte so gerne Party. Ah ja. Wie Essen kann glücklich machen. Oh, schau dir mal das Smile an. Aber das interessiert uns alles nicht, weil wir wollen ja hier endlich weiterkommen. Und zwar wollen wir jetzt mal ein Pop-Art-Gemälde machen. Und zwar ein kleines Pop-Art-Gemälde, wieso nicht? Vielleicht wieder von einer Katze oder von einem Hund. Nein, natürlich zeichnet sie sehr wahrscheinlich wieder einen Hase. Lassen wir uns mal überraschen. So, wie sieht es aus mit dem Troll King? Jetzt haben wir schon 3K meine ich natürlich. Und wie lange schafft er? Ich habe keine Ahnung, das schauen wir gerade schnell nach. Ah, ja klar. Bei der Arbeit, ja wie lange? Das wird man mir nicht erzählen, das macht gar nicht. Sie hat anscheinend Spass da bei ihrer Tätigkeit. Und so wie es aussieht, wird immer den nächsten Level noch erreichen. Und der Troll King muss dann natürlich unbedingt... Da hätten wir natürlich hereinbitten, hallo. Wir sind doch nicht so... Ja, komm rein, Schaf. Die stolziert aber auch eins schön umeinander. Hallo. Bam! Und wir haben einen Levelaufstieg. Und zwar schon Level 4. Das ist ja wunderbar. Jetzt haben sie noch... Ui, kaputt Telefon.
Ach, schon wieder. Ja, da haben wir auch das letzte Mal schon gehabt. Der Troll hat gerade sein Smartphone geschrottet und er sollte aber eine Präsentation abhalten. Aber eben, weil er war, Bungee-Jumpen auf einer anderen Messe, ist ihm das Ganze runtergefallen oder wie auch immer. Und jetzt ist die Frage, wollen wir eine Vertretung finden, damit er kann gamen oder wollen wir das Ganze einfach ausfallen lassen? Ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal ausfallen, mal schauen, was das für Auswirkungen hat. Ah, nicht einmal so schlecht. Oh, Leistungsverschlechterung. Oh, das ist natürlich gar nicht gut. Also ich hätte das andere sollen rausdingsen. Der Chef war sehr, sehr unzufrieden gewesen mit dem. Das ist gar nicht gut. Das heisst, wir müssen uns umso mehr Mühe geben jetzt. Ja, er fühlt sich natürlich sehr unwohl, das ist normal. Und du könntest eigentlich mal eine brillante Idee mitteilen. Oh. Nachrichtenschau. Okay. Nein, nicht Nachrichten. Eigentlich hat doch mit, dass sie mit der redet da. Einen verrückten Plan vorschlagen. Das ist doch sehr interessant. Wir wissen, dass jetzt so leichte kriminelle Intentionen. Vielleicht wird das jetzt das nächste Bonnie und Clyde oder wie auch immer. So, der Troll hat 500 Stutz verdient, das ist ja sehr gut. Er hat ausgezeichnete Arbeit geleistet. So, und jetzt müssen wir gerade mal schauen, ihm geht es sehr schlecht, das wissen wir. Und zwar, er hat abartig Hunger und das müssen wir jetzt natürlich gerade ändern. Und zwar soll er jetzt mal zuerst einen Hamburgerkuchen essen. Ja. Zuerst mache ich Schnarren, das macht gar nichts. Das muss auch sein. Er muss sich ja auch reinschleimen bei den Frauen. Ah, jetzt redet sie davon, zusammen in die Ferien zu gehen. Wieso eigentlich auch nicht? Die zwei hocken da schon gemeinsam auf dem Nest, das ist auch nicht schlecht. Vielleicht baut sich da irgendwie so eine Dreierbeziehung an. Wer weiß, wer weiß. So, Troll, ich möchte eigentlich, dass du jetzt etwas gehst, essen, weil sonst gehst du mir auf dem Stängeli. Obwohl es würde eigentlich nicht viel ausmachen, wenn wir dich mal wieder auf Diät setzen. Vielleicht sollte er langsam anfangen Fitness betreiben. Das wäre eigentlich keine schlechte Sache für ihn, weil wir sehen, er wird wahrscheinlich langsam so im 9. Monat schwanger sein oder so. Obwohl wir noch nicht mal so lange spielen. Nach dem Essen tust du natürlich alles schön aufräumen, ist ja klar. Also eigentlich ist ja die Frau dafür da zuständig, aber für das haben wir sie eigentlich eingestellt. Aber was soll ich da erzählen? Was soll ich da sagen? Das ist, naja. Emanzipation, oder? Natürlich. Natürlich wollte ich jetzt da nicht über das weibliche Geschlecht reden, im negativen Sinn. Überhaupt nicht natürlich, weil die haben die genau gleiche Rechte wie die Männer auch. Da bin ich absolut auf dieser Linie. Und irgendwie, die lässt sich Zeit mit dem Bild verkaufen. Also eigentlich wollte ich nicht, dass sie das macht, sondern ich wollte, dass sie das Bild geht verkaufen. Ich würde gerne wissen... So, jetzt hörst du mal auf, schnarren da, jetzt wollte ich, dass du das Bild gehst verkaufen. Bam! Und 54 hat Zeit gebracht, 50 haben wir dafür gezahlt, das ist schon mal nicht ganz schlecht. Aber wir machen jetzt gleich wieder das Klassische, weil da hat sie anscheinend am besten drauf. Machen wir auch mal das Mittelgrosses, das haben wir glaube ich noch nie gemacht mit ihr. So, und jetzt der Troll, der ist am Sims spielen. Das passt mir nicht so, weil er hat eigentlich einen Auftrag und zwar muss er Games modden. Und zwar, wo haben wir so? Spiel modifizieren. Und zwar hat er, glaube ich, Big Block angefangen, genau so. Und die arme Frau, die hängt jetzt einfach da. Jetzt geht sie Fernsehen schauen oder Müll rausbringen. Das finde ich nicht mal schlecht, dass sie uns... Oh nein, jetzt geht sie doch Fernsehen schauen. Ja, absolut finde ich das auch lustig. Bam, Goal! Und FC Simshausen hat gewonnen, wie auch immer.
So, die zwei sind voll beschäftigt, die müssen ja schliesslich auch den Stutz mit heimbringen. Sie ist natürlich voll inspiriert, nehme ich jetzt mal stark an, und er ist voll konzentriert, das heisst, ihn bringt man nicht mehr so schnell von der Arbeit weg, das ist sehr gut. Dann geht vielleicht die Arbeit auch ein bisschen vorwärts, wenn er am Machen ist. Komisch ist, oder was ich nicht weiss, wie sehe ich, wie weit das er ist mit dem ganzen Programmieren? Keine Ahnung. Sieht man das irgendwo? Nein, das sieht man also definitiv nie nicht. Das ist eigentlich schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das würde einem die Planung von so einem Tag um einiges vereinfachen. Aber naja, was soll ich da? Tun wir einfach mal die Zeit führen, damit es da vorwärts geht. Weil ich will, das ist einfach langweilig dann zum Zuschauen. So, jetzt die Frau ist fertig mit dem Bild. Dann soll sie doch das schnell verkaufen. Natürlich geben wir jetzt dem mal keinen Namen. Mal schauen, was das eingebracht hat. 195, nicht mal so schlecht. Aber jetzt, ihre Kollegin ist weg. Dann kann sie ja da mal aufräumen. Das ist doch vielleicht mal eine Idee. Was ich mir noch überlegt habe, wäre, gibt es da einen Geschirrspüler? Das schauen wir doch gerade schon mal an. Das würde das Leben von unseren Sims ein bisschen... Ja, gang weg. Dankeschön. Das Magazin an sich, was? Ja, jetzt muss ich das kaufen oder was? Ja, ist gut. Ist gut. Fällt jetzt das ganze Tutorial nochmal an, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, anscheinend schon, Ich will das aber nicht. Sondern was ich will, ist, geh doch weg, bitte. Okay, ich muss gescheit Einstellungen, um da die Sachen auszuschalten, weil sie geben mir ein bisschen auf den Sack, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich unter weiteres, anderen Zugang und Benachrichtigungen hat man bla bla bla, Benutzerdaten teilen. Nein, da ist nichts drin. Gameplay vielleicht, Selbstständigkeit, Autoren, Erinnerungsassistent, leere Häuser füllen. Tutorial zurücksetzen, aber ausschalten kann man es anscheinend nicht. Das ist ja wunderbar gemacht, das gefällt mir ja sehr gut. Also dann machen wir das halt so. Und ignoriere den Rest einfach. Jetzt haben wir da eine Theke, da haben wir einen Herd. Theke. Ja, anscheinend haben wir keinen Geschirrspüler mehr. Finde ich fast ein bisschen schade, aber ja nun, so soll es halt auch sein. Jetzt muss ich dann natürlich wieder in den Modus reingehen und sagen, geht es natürlich weiter. So, er ist immer am Programmieren, das ist sehr gut. Und jetzt mal die Frau. Also die ist jetzt gerade am Geschirr spülen, was natürlich auch gut ist. Und man sollte unbedingt mehr Geld haben. Gut, du etwas essen, das ist okay. Und nach dem Essen gehst du vielleicht mal da aufs Töpfchen. Was haben wir jetzt für Zeit? Jetzt hat sie plötzlich keinen Hunger mehr, das ist auch in Ordnung. Sie will das Instrument kaufen, weil sie inspiriert ist. Nein, tut mir leid, Mädchen. Du könntest aber das künstlerisch zum Ausdruck bringen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und zwar indem du ein klassisches Gemälde machst. Yay! 75 kostet das Ganze. Und okay, sie hat gerade einen Meilenstein erreicht anscheinend. Alles wird mir angezeigt, nur was jetzt das gerade war, ist nicht, weil ich habe mich jetzt gerade auf etwas völlig anderes konzentriert da. Aber ist okay. So, also, Junge, egal wie es bei dir so aussieht mit der Energie, du tust zuerst das verwenden und dann gehst du da weiter programmieren, weil du das musst. Aha, er hat es fertig gemacht. Also My Sims Go haben wir ja... Nein, Sims Forever haben wir gemoddet.
Aber MySims Go haben wir noch nicht gemoddet. Das heisst, wir könnten jetzt eigentlich MySims Go mal modden. Er ist immer noch konzentriert, das ist gut. Und er ist von seinem Essen so begeistert, dass alles in Ordnung ist. Das ist auch sehr gut. Sie hat immer noch Hunger, dann kann sie das dann mal fertig essen. Wenn sie dann natürlich fertig ist mit dem Bild. Steuerung. So, dann schauen wir doch mal, was sie da am Zeichnen ist. Sehr interessant, das ist ein Hasfrosch, Froschhas, Känguru, mäßig Dingsbums. Keine Ahnung, was das soll darstellen, ehrlich gesagt. So sehr klassisch sieht es nicht unbedingt aus. Sieht aus wie das Gekritzel von einem 3-Jährigen, aber ist okay. So, jetzt geben wir dem Ganzen doch einen Namen. Wie haben wir das genannt? Ich glaube, Froschhas. Irgendwie. Bam. Und dann kann sie das doch auch gerade aber zusammen verkaufen, damit wir wieder ein Stutz bekommen da, weil die Frau ist ja nicht gerade unbedingt einfach glücklich zu stellen. Die will ja unbedingt einen Pool haben. Und damit wir uns das überhaupt leisten können, müssen wir das erste Mal 186 hat uns das eingebracht, das ist wunderbar. Sie ist noch 4 Stunden inspiriert, das soll sie doch gerade nochmal eins machen. Und das mal vielleicht ein realistisches Gemälde. Und zwar ein grosses. Machst du mal ein grosses realistisches Gemälde. Wollte ich mir mal anschauen, wie das Ganze dann bei dir aussieht. Meine könnte man nicht anschauen. Ich bin ziemlich derb schlecht in Sachen Zeichnen. Eigentlich auch in Sachen Gamer, merkt es ja. Aber es macht mir Spass, wieso auch nicht. Und dann geht der Tag auch schon langsam wieder zu Ende. Was ich noch machen will, ist für sie, möchte ich eigentlich gerne, machen wir doch gerade schnell, so Trainingsutensilien, wo natürlich dann der Troll King auch kann verwenden. Jetzt ist die Frage, wo findet man das? Im Büro, im Kinderzimmer, draussen? Ich weiß es nicht. Küche sicher nicht. Im Schlafzimmer vielleicht? Nein. Im Wohnzimmer? Nein. Esszimmer? Auch nicht. Da im Büro vielleicht? Was ist da? Nein. Hobbys und Fähigkeiten. Gehen wir mal da rein schauen. Und tatsächlich, also wir haben da verschiedene Sachen. Wir haben Boxsäcke, wir haben so Geräte, weitere Boxsäcke. Die können wir erst ab Level 10 benutzen, das finde ich fast ein bisschen schade. Aber die könnte man sofort schon benutzen. Aber ich finde so ein Laufband, wieso auch nicht? Wie viel kostet da? 160 und da kostet 900. Und es braucht 2 Plätze und das braucht anscheinend nur einen. Also würde ich sagen, kaufen wir auch. Nein, es braucht natürlich 4. Und das braucht nur 2. Jetzt ist die Frage, kommen sie nachher da noch ins Bett rein oder nicht? Weil das letzte Mal haben wir das Problem gehabt, haben wir da eine Kommode eingestellt und sie ist nicht mehr ins Bett reingekommen. Jetzt wird das eigentlich eine schwierige Sache. Wenn wir das draussen aufstellen oder... jetzt habe ich eine Idee. Stellen wir das Ganze da hin. Den Platz den verwende ich mir sowieso nicht. Und dann mal schauen, ob das Ganze gebraucht wird. Wer weiß, wer weiß. Ich denke, wir haben den Samstag ideal genutzt. Der Troll King hat sehr gute Arbeit geleistet. Er ist jetzt gerade am Modden vom 2. Game, damit er dann seine Aufgaben erfüllt hat. Er muss jetzt 2 modifizieren. Eins haben wir jetzt bereits schon fertig. Und sie ist weiter an einem Bild malen, weil sie gerade momentan noch inspiriert ist. Und zwar noch für 3 Stunden. Das heisst, sehr wahrscheinlich wird sie das Gemälde noch fertig machen. Und sie wird wieder steigen. Das heisst, ihre Bilder werden teurer. Und das heisst, wir verdienen mehr Stutz. Bam, Level 5.
Schauen wir doch mal, was das heißt. Drusilla kann jetzt mittelgroße, schwere Pop-Art-Gemälde, leichte surrealistische Gemälde und leichte impressionistische Gemälde anfertigen. Das finde ich schon mal sehr gut. Mittelmäßig schwere Pop-Art-Bilder. Können wir uns mal ein bisschen dran wagen? Wieso nicht? Aber ich denke, für heute hat sie dann nachher sicher genug gemalt, weil irgendwann ist die Inspiration auch weg. Ich gehe jetzt mal sehr stark davon aus, jedenfalls. Jetzt ist einfach die Frage, wenn sie jetzt würde eine Karriere einschlagen. Aha, ich muss natürlich einen Job suchen für sie. Ich würde sagen, das machen wir am Sonntag dann. Am Sonntag hat sie nämlich schön gut Zeit. Wie geht es ihr denn so? Sie hat Hunger und ihre Energie ist auch am Absacken. Sie hat doch erst gerade etwas gegessen, oder? Dann tust du dir noch schnell einen Gartensalat machen für eine Person. Und das Gemälde hat sie auch schon fertig. Jetzt ist sie noch zuerst ein bisschen am Nattel am Umdrücken. Aha, sie hat sich jetzt selber einen Job gesucht. Das ist ja sehr interessant. Okay, wieso auch nicht? Malerin, mal schauen, was man als Malerin so verdient. Sehr wenig, 21 pro Stunde. Ich glaube, 8 Stunden etwa arbeiten sie. Genau. Das macht dann etwa 160. He? Ja, jetzt ist es natürlich da also so, dass, naja, wir verdienen jetzt schon besser mit unseren Bildern, die wir am Machen sind. Das heisst lieber nicht, also sie bleibt weiterhin arbeitslos. Sie ist Künstlerin. Sie ist nicht arbeitslos, sie ist Künstlerin. Und wunderbarerweise hat sie natürlich jetzt gerade mal schnell noch unseren schönen Kühlschrank geschrottet. Das heisst, der Troll King, der Gute, der muss noch schnell das Zeug reparieren, bevor er geht pennen. Ich hoffe, das ist kein Blut. Nein, das sind natürlich Tomaten, die sie dort in den Salat reinmacht. Ja, sie sieht nicht gerade sehr überzeugt aus, hä? Vielleicht noch eins reinspucken drauf. Ja, ein bisschen Ohrenschmalz trainieren, das gibt einen besonderen Kick. Na, was meinst du, Mädchen? Schmeckt es? Das sieht nicht so unbedingt appetitlich aus, hä? Wie sieht das aus da? Qualität okay. Okay. Ich habe mir das ein bisschen schlimmer vorgestellt. Was macht er? Er ist da natürlich am Reparieren noch. Okay, also sie. Der Hunger ist langsam am besser werden und er, mal schauen, wie er so, also die Energie ist sehr weit unten, der Spaß natürlich auch, weil er hat jetzt sehr viel geschafft natürlich. Und der Hunger auch, aber ich denke, der Hunger ist zu vernachlässigen. Bringen wir ihn doch noch schnell zum Umkehren. Das interessiert, also früher war es ja so gewesen, dass wenn ein Sim zu sexy. Wenn ein Sim zu müde war, dann ist er einfach irgendwo abgelegen. Also so eine Art ohnmächtig geworden. Hat jetzt einen Brüller an? Der hat jetzt einen Brüller an. Wieso hast du jetzt einen Brüller an? Naja. Ich muss da ein bisschen die Pfund wegbringen. Da. Dann werde ich da eine fitte Familie dann irgendwann mal sein. Sobald es dann mal eingeschlagen hat mit dem Kind. Ich glaube, die zwei verstehen sich schon relativ gut. Relativ halt. Sie geht schon mal ins Bett, das finde ich wunderbar. Und er ist immer noch am Weitertrainieren. Jetzt haben wir, es ist schon 2. Ich würde sagen, Junge, du brichst das Ganze ab und gehst pennen. Weil sonst gehst du mir wirklich noch von den Söcken. Das kann man am Morgen aufräumen, das macht gar nichts. Das weicht nur den Boden ein bisschen auf, das ist okay. Das braucht es ab und zu. So, gute Nacht miteinander. Und euch auch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn wir wieder bei den Sims sind. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns dann. Ciao zusammen.